Man sieht es ja hier, wie wir hier wohnen und so. Man kann es hier schon aushalten. Ne? Ja, ist natürlich schön ruhig da. Also schon nicht schlecht da zu wohnen. Da war die Liebe im Spiel. Mein Bruder hat sich hier verliebt und ja, dem hat es hier so gut gefallen. Der war einmal hier und ist gleich hier hängen geblieben, sage ich mal so. Und das ist 12 Jahre her. Meine Frau, ich habe sie kennengelernt in Palawan auf der anderen Insel, wo ich tauchen bin. Und sie ist ursprünglich von da gekommen. Und dann sind wir die Eltern besuchen und alle drum und dran und sind dann hier auf Negros gekommen. Und das hat mir natürlich sehr gut gefallen. Da. Wir haben einen Strand gesucht, wo nur Sand ist. Und den haben wir hier gefunden. Man hat ihn dann besucht natürlich des Öfteren im Urlaub. Und uns hat es auch so gut gefallen, dass wir gesagt haben, ja, das ist es, hier bleiben wir. Es war eine Art, wie wenn wir auf ewig Ferien machen. Und die Freunde kommen uns besuchen, das ist wunderbar. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, irgendwie vergessen zu werden. Vielleicht gerade eben, weil das so ein Paradiesstrand ist, kommen die Leute sehr gerne zu uns in die Ferien. Und so haben wir immer wieder Kontakt zu den Heimen. Wir haben am Anfang alles ziemlich farbig angemalt und dann bin ich eines spätnachmittags hier am Tisch gesessen und darüber nachgedacht, wie wir es benennen sollen. Und dann ist mir die Story von Pippi Langstrumpf in den Sinn gekommen. Takatuka-Insel, damals die Insel, wo der Vater entführt worden ist und sie ihn befreit hat. Und das ist eine verrückte Geschichte, farbig. Und ja, das widerspiegelt uns eigentlich ziemlich genau. Also das ist das, was wir sind, ja. Balai, ja, die Region, da bist du alleine am Tauchen. Also da fährst du einen Tauchsport hin und du triffst keine anderen Taucher unter Wasser. Und das ist schon super. Uns gefällt es hier super und ich glaube nicht, dass es irgendeinen Grund gäbe, wieder zurückzugehen.